Für eine unbeschwerte Zukunft auf unserem Planeten sollten wir schnellstmöglich auf klimafreundliche Verkehrsmittel umsteigen. Vor allem bei kurzen Strecken. Zum Beispiel bei einem Ausflug in den Stadtpark. Für solche Fälle gibt es in Magdeburg den Plan für ein außergewöhnliches Transportmittel. Wissenschaftler von der Otto von Guericke Universität wollen ein besonderes Lastenfahrrad für die Großstadt bauen. Eines, das es bis jetzt noch nicht gibt. Es kommt selbstständig dorthin, wo man es braucht. Morgen. Wie sieht's denn aus? Na, wir sind jetzt soweit. Der führende Kopf hinter dem Forschungsprojekt ist Professor Stefan Schmidt. Er arbeitet zusammen mit Kollegen aus den Bereichen Informatik, Mechatronik, Maschinenbau, Psychologie und Logistik. Sie nennen ihr Forschungsobjekt Aura, die Abkürzung für autonomes Lastenrad. Die Idee ist, dass wir in Ergänzung zum öffentlichen Verkehr, öffentlichen Nahverkehr, ein System haben, was man zu jedem beliebigen Ort in der Stadt rufen kann. Es kommt dann zu mir, ich kann es dann benutzen, ich fahre also manuell dann zum Ziel und am Ziel gebe ich es wieder ab. Also ein Lastenrad-Verleihsystem könnte man vielleicht sagen. Die Herausforderung? Im Vergleich zum autonomen Auto ist hier weniger Platz für Technik, die das Steuern, Beschleunigen, Bremsen und Ausweichen übernehmen soll. Damit das Rad sich orientieren kann, haben die Forscher ihm mehrere Kameras und eine Art Radar auf der Basis von Laserstrahlen eingebaut. Alles überwacht und koordiniert von einem Computerhirn. Man kann auch ganz gut sehen, dass wir die einzelnen Segmente haben. Hier ist die Straße, hier ist der... Nach über 3 Jahren Forschungsarbeit findet jetzt gleich eine wichtige Testfahrt auf dem Institutsgelände statt. Aura wird zunächst wie ein Spielzeugauto ferngesteuert. Falls es falsche Entscheidungen trifft, kann es so per Notausschalter jederzeit gestoppt werden. Aber jetzt muss es alleine fahren, ohne Fernsteuerung. Und kann zeigen, dass es mit Hilfe der Radarkamera die Abstände zu den Autos und Büschen in der Umgebung richtig bemisst und nirgendwo anstößt. Eine wichtige Voraussetzung für den Straßenverkehr. Die Wissenschaftler haben Aura auch GPS und Kartennavigation eingebaut. Damit soll das Rad so genau wie möglich seinen Weg finden. Wenn wir sehr dynamische Umgebungen haben, wo wir viele Objekte haben, dann ist es immer noch schwierig, da wirklich ein einheitliches, ein sauberes Bild der Umgebung zu liefern. Ja, und da arbeiten wir weiter dran und da ist auch noch sehr viel zu tun, denke ich mal. Auch das autonome Fahrrad muss Verkehrsregeln lernen. Im Elbe-Dom, einem Virtual Reality Labor in Magdeburg, machen die Wissenschaftler eine Art Realitätscheck. Wie reagieren die Menschen auf dieses fahrerlose Rad? Haben sie Angst davor oder weckt es Neugier? Umweltpsychologin Professorin Ellen Mattis schickt Testpersonen in die virtuelle Innenstadt. Mit einer 3D-Brille können sie sich durch Magdeburg bewegen. Dass ihnen dabei ein autonomes Rad begegnen würde, hat die Forscherin vorher nicht verraten. Wenn wir die im Nachhinein fragen, wie ist euch das vorgekommen, dann sagen die im Grunde genommen, das ist ja ganz faszinierend, das ist ja ganz interessant. Wir haben auch in Untersuchungen solche Reaktionen erlebt wie niedlich, warum fährt es denn da ganz alleine? Und im Allgemeinen sind sie wirklich eher gerührt und ganz positiv angetan, fasziniert von diesem technischen Objekt.
Die Menschen reagieren also positiv auf Aura. Aber wie reagiert Aura auf die Menschen? Zum Beispiel, wenn plötzlich ein kleines Kind vor das Rad läuft. Wenn Aura alltagstauglich werden soll, muss es auch solche Situationen alleine meistern. Wir können ja vorher viel simulieren, ausrechnen, aber was dann wirklich passiert, also das ist so, da müssen wir gucken, dass keine Autos kommen. Die vorne die Kurve ist ja, sag ich mal gerade gesehen, ist dann auch schon eine Herausforderung, dass das alles so richtig funktioniert. Also die Anspannung ist schon groß. Aura soll sich nun auf dem Unicampus beweisen, wo jeden Augenblick etwas Unvorhergesehenes passieren kann. Martin, es geht los, setzt das Ziel. Okay, er fährt. Wir fahren wieder darüber in das Lanelet um die Ecke. Was für Radfahrer selbstverständlich ist, müssen die Forscher dem Computerhirn des autonomen Lastenrads erst beibringen. Ein Hindernis, das schon von weitem erkennbar ist, kein Problem. Aber was passiert, wenn sich unerwartet etwas in den Weg stellt?